Ik wil Ihnen alle welkom van deel. Dit is de laatste boodschap van onze series in Gloowen. En in deze series hebben we gezien wat Gloowen is, ik wil zeggen, de ondergrond van ons ganzen wandel met God. Dat is waar we met God wandelen. We hebben gezien dat Gloowen hat besonders twee poorten. We geloven en ook we vertrouwen. Dan sagen wir, weil wir sollen nicht bis Menschen sein, die sein wie glauben oder Dinge sicher sein und glauben in uns Gedanken, sind das so. Wir sollen auch Menschen sein, die so leben, dass wir bewiesen haben, was von Glauben wir haben. Und von der werden wir schließen mit dem Thema Bäden in Gloowen. Wo do wir beten, wenn wir Glauben haben, und wo der Glauben uns helfen beten. Wir wollen anfangen mit dem Jebäd. Lieve himmlische Vater, wir sind dankbar. Und so ist hier wordt al gelezen en das laatste Lied wat wir singen. Ich hoffe, das wird unsere Gedanken, ons Ziel sein, komm nu erst die Zeit zum Beten. Du hast niemals eine schlechte Zeit zu beten, du hast immer eine gute Zeit zu beten. Und Gott, ich bete, dass du uns von dir die erinnern, dass wir wollen Menschen sein, Christen sein, die beten tun, die sich hingegeben haben an die. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Wenn ich mich reinmerken darf für diese Series, ein Thema, was ich weiß, wird Port sein von dieser Series, wir beten. Die Bibel lehrt so viel von Beten in Glauben. Wir sollen Glauben haben, wenn wir beten. Und ich dachte, es wird passend sein, dass wir das würden schließen, sozusagen in aller Taubingen mit diesem Thema. Beten ist nur Gott kommen und mit ihm reden. Und uns viel Glauben zum dort tun. Vor Series 3 sagen wir, wo Gott ist ordentlich wie, er ist jetzt. Wir sind fleischlich. Wir können ihm nicht sein, aber Gott ist alleweg. Gott ist jästlich, aber er wird uns hören, wenn wir beten. Und so wir müssen glauben, dass er uns hören wird. Weil wenn wir nicht glauben, dass er uns hören wird, was hat uns dann beten? Wieder wir müssen dadurch glauben, dass Gott wird tun mit dort, was wir beten. Wieder müssen wir dann Vertrauen haben und uns Leben so anstellen, dass wir wissen, dass Gebet wichtig ist. Und ich will von dir haben, dass die weiten, dass ich wünsche, ich kann auch setzen, wo ich setzen. Dass ich diese Botschaft kann auch hören. Weil das ist ein Thema, wo nur mir auch reden wird. Das ist nicht ein Thema, wo wir vollkommen wollen. Dass wir Menschen sind, die beten, so zu sein, dass wir sollen. Wir haben immer Raum zum Dollar wollen, wo wir beten. Wir sind niemals ganz vollkommen. Und ich würde sagen, der größte Zeichen für einen Christ, dass er einen vollen, kommenden Glauben hat. Oder ein Glauben, was wissen, dass wir im Posendo zurück sein werden. Als dass wir sind Menschen, die beten tun. Nicht bloß beten dort, wir wünschen, aber beten mit Ernst und beten mit Glauben. Und beten mit Sicherheit. Und beten mit Hoffnung. Dass Gott wird uns antworten. Und dass er wird dort tun, was wir verbeten. So, was ist beten? Beten ist, wo wir nur Gott reden tun. Das ist unser einziger Weg, wo wir können sein, wo wir nur Gott reden tun. Wir beten, und wir beten mit uns Gemühl, und wir beten mit unseren Gedanken, so dass Gott uns hören wird. Das ist, wo wir in uns Verhältnis mit Gott, was wir auf dem Hort haben, nur Gott bringen tun. Die Bibel lehrt viel an, was beten ist. Und es sind viele Wege, wo wir beten tun. Aber beten ist eine Weg, wo wir sehen, Gott sein wollen. Beten ist, wo wir uns ausscheiden tun nach Gott. Beten ist, wo wir unsere Treue nach Gott bringen tun. Beten ist, wo wir uns dichter bei nach Gott tragen. Und ein Ding, was ich glaube, ist nur wichtig zu verstehen, wenn wir von Jebäd reden in der Bibel, da redet von sich knien vor Gott.
In Epheser Kapitel 3, de 14e vers, hij vangt tot Jebäd aan, hij zegt, ik kom verder aan voren, ik knij me. En ik leid dat een fan het beeld, waar we zijn Jebäd verstaan. Jebäd als verder God kom, en ons knijnen verder aan, ons handgeven naar aan, we tun ons zoals wenjas hij, we heven hem hoog, we prijzen hem, we loven hem voor wer hij is, en we met ons knijnen verder aan, we wijzen hem dat we dat weten, dat hij God is en we zijn niet God. En dat is poort van geloven, dat is geloven, dat we verder God komen dan we geven ons hand. We geven op wat we willen, wat we zijn voor wat we zijn, en wat we wensen wordt worden. We geven dat alle naar God. En we geven dat naar God in geloven. Wils, we zijn aan het zeggen dat hij kan dat doen wat we verbeden doen. Een derde poort, we zijn wat Jebäd is, als we zijn van hart beden. Geloven komt van hart, dat zei we in Prosender 3, dat is wo dat aanvangen deed en dat is wo dat zal zijn. En krachtzinnig zal we van hart beden. Want je zijn zo opgewassen, zijn veel Jebäder wat we uitwendig geleerd hebben. Nee? Die hebben veel Jebäder vielleicht in Duits uitwendig geleerd, meine wir alle in Englisch. Aber dat is sehr leicht, wenn wir in Jebäd beten, dann wat bis uitwendig geleerd is, dat bis wird sind. Wir reden das schwen uit. En ik geloof dat sehr gut, dat wir das Jebäder lernen dann uitwendig, weil dann haben wir Jebäder, wat uns helfen, dat Dinge nach Gott bringen. Aber wenn das bis laat wird sind, und wenn das bis von Hort zijn, dat zijn dat bis wir, nicht von Hort, dann sind das bis wird. Wir sollen Menschen sein, wat von Hort beten dann. En wenn wir von Hort beten dann kommt da uit wat wir wirklich glauben und wat wir wirklich feilen dann. En ik had het verken gezien, wenn ik met mensen top beten dan en ik vrouw en verken, willst du dan ook wel beten? En de Jebäder, wat mij de schmackste loten doen, ik weet ook ganz verneef, wat God de schmackste loten doen, zijn de Jebäder, wat van Hort zijn, die wird zich niet kraakt. Die wird, die kommen ein bisschen vielleicht ein bisschen überrascht raus, aber einer kann klar sein. Das Jebäd kommt von Hort. Das Jebäd, das offenbaren, was ein Hort ist. Gott will nicht haben, dass wir bloß Games spielen damit an. Er will sein, wer wir in Hort sind, und dann von uns hören. Ein Ding, was mir sehr wichtig ist von der Bibel, und das ist ein Jebäd, was wir uitwendig geleerd haben. Unser Vater. Und das ist ein Jebäd, our Father in Heaven. Das ist in Englisch. Das Jebäd haben meeste von uns uitwendig geleerd. Wo das Jebäd angefangen wird, ist, habt ihr mal eben gedacht? Das fängt an mit sich unseren Vater. Und wenn wir dort wollen verstehen, dort gibt uns sehr Klarheit, wo und woran wir beten sollen. Gott ist uns Vater. Und wo wir beten dann, soll sein, wo wir nur einen Vater reden dann. Es sind drei Dinge, die ich glaube, besonders hier in Vorbild ist für uns oder ein Beispiel, wo wir beten und glauben. Erstlich, wir sehen Gott an, so ist das, was uns geben dat wat ons fehlen dat. Wenn die Dinge haben, wenn die Dinge thuis je hand haben, dann weet je dat de ouderen zijn verantwoordelijk om verdienen en ook eten en kleiden voor de Dinge. De ouderen zijn die, wat het geven dan, wat de Dinge fehlen dat. En dat is wer wir sind. Wir sind Gott, seine Kinder. Hij is die, wat ons kleiden deed. Hij is die, wat voor ons zorgen deed. Philippians Kapitel 4, de 19e vers zegt dit. En mijn God wordt je met alles verzorgen, wat je brokken. Ganz doen als hij rijk en onschijnet in Christus Jezus. Dat zegt hier, Gott wird je met
alles verzorgen, wat je brokken. En de krachtzoos wieses Elderen, besonders das Vorder, du as nicht wat ons schijner jet is, van onze Kinder genoeg haben. Und ons geht het noch besser, wenn unsere Kinder mehr haben und te veel dat. Dat geht schijn en tot geven. Und so sehr wie auch, ist Gott seine Kinder. Wieder haben, wir sein dort Gott als die, wo der Ledner ist. Er ist der Vater. Der Vater in Hem, besonders für uns als Mennoniten, wir verstehen, der Vater ist der Ledner von der Hem. Er ist der, wo der ganzen Hem leden dat. Und die ewige Familie ist der Mann, der den Vater umgeht. So ist es gewöhnlich. Und ich weiß, du sagst, welche Hem, wo das nicht so ist. Aber gewöhnlich ist dort, als wir Gott dort angestellt haben, dass es dort so sein. So ist es auch mit unserer Gemeinschaft mit Gott. Er ist der, was leiden wird in unser Leben, dort, was bastet ist für uns, passieren wird. Ich denke, dass vielleicht ein bisschen träge, wenn die Kinder werden. Und so erst einmal mir auch. Ich denke, träge in die werden. Was sind Dinge, was meine Eltern mir nicht loten deuten. Und ein Ding, was nur wichtig wäre, besonders für meine Eltern wären, dass wir würden nicht eten, Eier, eine Stunde Eier wie Onkels eten deuten. Und ich denke dann, dass ein Kind mir hungert zu sein. Und dann sagt er meist irgendwas, was einer eten kann. Und besonders, wenn einer vielleicht ein Teenager ist, und er kann sich meist nicht satt eten. Und dann sagt einer sich, all sollen eten. Aber meine Mom, die können so scheinet eten kirken. Und die Ursache, warum sie fertig wollen, oder sie wollen haben, wie sie nicht eten, Kragfernen, Unkers eten, ist, dass wir eine Multi, was wird kommen, was wird besser sein, ist irgendwas, was wir würden können in Haus finden. Dort ist eine Wahrheit, wo meine Eltern in den Läden, sie wollen das Beste für uns das Dinge. Und dort ist, warum sie dort von uns freuen. So ist es auch mit uns. Wir können nicht einmal verstehen, warum Gott uns welche Dinge aufsehen wird. Oder wir können nicht verstehen, warum Gott uns eine welche Dinge rauben wird. Aber Gott weiß besser. Gott weiß, was passt ist für uns. Und er fragt, dass wir am Vertrauen leiden und dass er uns leiden wird. Und der dritte Part von den Vater, und das ist, glaube ich, ein von den schwanzen Dingen zum Annehmen, ist dort, uns Vater ist uns Papa. Oder in Englisch sagen wir uns Daddy. Das wird gebraucht in dem Neuen Testament, das ist aber, dort ist das wird gebraucht. Und ich glaube, für viele Mennoniten und Deutschen, ich würde sagen, vielleicht meist jeder Volk, ja, das ist eine schwere Wort anzunehmen. Weil wir haben nicht einmal ein Vater gehört, was ein Vorbild geben wird, was stemmen wird, mit wer Gott ist. Aber viele von uns haben einen Vater gehört, was leibtüchlich wir. Was sein beste Zeit zum Leib wiesen, gnädig wir. In der Gemeinschaft, wo zwischen Kinder sind und Eltern sind, kann den Schmack ein Vorbild sein, für wo wir Gemeinschaft können haben mit Gott. Besonders mit, wenn Kinder auf ein Tüchern gehen, dass du eine Gemeinschaft hast. Und ich weiß das nicht, dass wir alle eine entfernte Gemeinschaft haben mit dem Vater. Aber wenn die Vater von dir hier sind, und jene Kinder auf von Tüchern gehen, die haben noch die Gelegenheit, dass man Gemeinschaft bauen, Verhältnis bauen mit diesen Kindern. Und die Gemeinschaft und das Verhältnis, was Wort gebüht, kann dann ein Vorbild sein für die Kinder, wo sie können ein Verhältnis haben, eine Gemeinschaft haben mit Gott. So das ist ein großes Privileg, was wir haben als Vater, dass wir können unsere Kinder sehen, das steht. Wenn unsere Vater auch nicht Vater wären, was wir würden können sein, dort wir ein Papa, dort wir ein Vater, was mir leben deit. Gott ist der Vater, was niemals Fehler hat.
Gott ist der Vater, wat een volkomen Leib hat für uns. Gott ist ein Vater, wat sich beruft hat, mit wer wir sind. Wenn wir vielleicht niemals werden angenommen von uns Vater, Gott ist der Vater, wat niemals uns wird aufsehen. So das ist dann sehr wichtig, dass wenn wir vor Gott kommen, dass wir ein biblisches Bild haben, von wer ein Papa ist. Wenn wir das recht verstehen, dann, wie sein Gott dann an, so ist ein Vater, was will haben seine Kinder so nach ihm kommen. Er will haben, dass seine Kinder Verhältnis haben mit seinen Kindern. Und wenn unsere Vorbilder, was wir hier auf der vielleicht kort kommen, dann, Gott ist nicht, dass er Fehler hat. Gott ist vollkommen. Und wenn wir Gemeinschaft wollen haben mit Gott, der Jebäd, Gott uns Vater, ist Amareit, zum Verhältnis und Gemeinschaft haben mit uns. Wenn wir beten dann, vielleicht hast du so mit jemand, wir haben einen Kampf mit Vertrauen. Ich weiß, das ist ein Ding, was jede Person der hier hat. Wenn wir vor Gott kommen in Jebäd, wir sind vielleicht in Zweifel. Was Gott, was mit das tun? Hiert Gott mich? Schafft Gott in mein Leben? Und wir haben Zweifel. Wir haben nicht einen starken Glauben. Und weißt ihr, was viele Christen dann tun? Wenn sie einen schwachen Glauben haben? Sie hören ab mit dem Beten. Weil sie wundern, was hilft das Beten, wenn ich einen schwachen Glauben habe? Und ich will uns von der ermutigen, wenn ihr einen schwachen Glauben habt, beten mehr. Leider ist wegtragen von Gott, wenn ihr einen schwachen Glauben habt, wenn ihr in Zweifel seid, du mehr beten. Weil wenn wir beten, dann dort ist, wo Gott uns trägt nur sich selbst. In Philipper Kapitel 4, da sagt in der 7. Verse, ich glaube, das ist der Verse, was Daniel lesen wird. Das sagt es steht. Sorg jint nichts. Lot Gott mit Beten und Prachen und Dankschein sein, alles weiten, was jint fehlt. Und Gott seine Friede, der weit eben alles jet, was Menschen verstehen können, wird jint Horten und Gedanken in Christus Jesus bewahren. So er sagt hier, sorg jint nichts. Wir sollen uns nicht, dass wir uns bedürft sind, und wir sollen in Englisch sagen, we worry. Wir sind besorgt. Wenn wir Sorgen tun, in Englisch sagt do not be anxious. Wenn wir so uns feiern tun, wir wundern, was wir wollen. Warum fallen wir uns so? Willst wir uns nicht deutlich sein, darauf was so uitfallen, was Gott ist? Wir sind bedürft. Und du hast nichts besser zu tun, ist, wenn wir bedürft sind, wenn wir in Zweifel sind, nur Gott kommen glauben und nur arm sein, ich weiß nicht, wo das wird uitfallen. Ich weiß nicht mehr, ob ich die ganz kann vertrauen. So voll ich mich. Aber ich gebe dir das an. Sorg nicht nichts. Wenn wir als Christen sorgen, dass wir sein wird, da können sein, dass wir einen Kampf haben und dass wir einen schwachen Glauben haben. Wir feiern, dass Dinge sind nicht mehr in unserer Kontrolle. Wenn Menschen sorgen, dass es will sie feiern, dass Dinge sind nicht büter ihrer Kontrolle. Und weißt ihr, den Feiling übt sich selbst als nicht ein schlechtes Ding. Weil viel mehr Dinge sind büter unsere Kontrolle, was wir glauben, wie Menschen werden. Das ist dann wichtig, wenn Dinge büter unsere Kontrolle sind, wir feiern uns so, dass wir den nur Gott bringen tun. Weil Gott ist der, was alles kann ändern. Er ist machtig genug, um alles zu tun, was uns fehlen wird. Was sollen wir dann tun, wenn wir sagen tun? Das sagt, wir sollen Lot Gott mit Beten und Prachen
en dankzij zijn, alles weten wat junt fehlt. Wir sollen in alles Gott laten weten. In alle Dinge. En ohne spreken, ohne even zeggen, zijn het nog klaar. In jeder ding wat we durchgaan, zal we beten. In Engels zegt, pray in every situation. Dit is een ding wat de Bijbel ons zeer klaar merken deed. Du hast niemals een slechte tijd te beten. Jeder Moment ist eine gute Zeit zum Beten. Wenn wir nicht weiten krank wurden, alle Hand jetzt, wir sollen beten. Und du hast kein Ding, was zu klein ist, kein Ding, was zu groß ist, dass wir die Dinge nicht nur Gott in Jebäd bringen. Habe ich mal ein bisschen beobachtet, wo ein kleines Kind beten wird. Ein kleines Kind bringt alles in Jebäd. Wenn ein kleiner, sollst du dann sein Aui auf dem Finger haben, die bringen dort nur Gott in Jebäd. Wenn die Älteren vielleicht in Zweifel sind und wenn weit nicht kraken, wo das Geld wird alle Hand kommen, die Kinder dort utfingen, dann die bringen dort zum Jebäd. Und für ein Kind, die beten krak so von Schlamm mit Finger, ist es Jebäden für die Älteren, was vielleicht knapp Geld haben. Jeder Ding, soll wir nur Gott in Jebäd bringen. Du hast nichts, was zu klein ist, und du hast nichts, was zu groß ist. Dann sagt er wieder, wir sollen in Dankschein sein. Wenn wir beten dann, wir sollen Dankschein sein. Ich glaube, das ist sehr wichtig dort, wenn wir beten dann, wir sagen Gott Dank. Ein Beispiel haben das erklären, warum ist das wichtig? Ich glaube, das ist wichtig, wenn wir Dank sein, wir sein, was wir all haben. Verken hat Gott uns all dort gegeben, was der Antwort ist für unser Gebet, aber wir sein dort noch nicht. Meine Heide muss ich tun, das ist ein Ding, was ich glaube, als nun als ein Gebet zu lachen. Habe ich mal für ein paar Minuten von Schläder gesagt, und ich schmäht. Und ich gehe rum, ich sehe für den Schläder, und kick ihn in die Hand an, und sage, der hat den Schläder in der Hand. Habe ich das mal getan? Oder, die gehen naar de e-shop und merken open, die zeggen voor de Mike of wat allemaal, en die kan dat bus niet in de e-shop, die kan dat Mike bus niet vingen. En die zeggen dat ganze e-shop daar, en dan krak verder de uwen wie dat Mike. Dat is dat we zullen onze uwen laten zijn wat Gott in ons leven heeft. En wanneer we dankzij zijn dan zijn we wat Gott al deed. En dat is verken waar Gott ons de geloven wollen deed. So wanneer we beten dan, ik glaube, dat is sehr wichtig, dat we tijd nemen dan. Durchdenken, wat zijn we verdankbaar? Wat deed Gott in ons leven? En verken, wanneer we dankbaar zijn, wie zijn we Gott zijn genoeg ons leven schaffen deed, dan zijn we dat Gott heeft al geschaffen. Hij is aan de arbeid. Hij merkt den Weg gelegt voor ons. En wanneer we dort verken zijn, dan geht veel van onze zorg weg. Dan wieder sagt hij, lot Gott met beden en prachen. Er zijn tijden, wo, wenn wir würden sagen, ich will nur Gott beten, das regt bis nicht ganz tau. Das sagt hier, wir sollen Gott prachen. Wer ist ein Mensch, was prachen det? Ein Mensch, was prachen det, ist ein Mensch, der klar weiten det, dass sie in Not sind. Sind wir nicht noch mal in Not? Sind wir noch nicht mal Menschen, die verken, sehr neidig, welche Dinge fehlen dann? Wenn wir in Not sind, sollen wir nur Gott kommen, und Gott sagt hier, wir sollen am prachen für dort, was er in uns tun kann. Ein Ding, was ich glaube wichtig ist, dass wir ursprünglich nur Gott kommen, was uns Wort fehlen wird. Es wird nicht so verken, dass wir als Christen, wir denken alles durch. Wir freuen für Rot, wir freuen für Halb. Und dann kommt uns dort an, weißt du was, ich soll vielleicht auch noch beten. Aber das Beten soll das erste Ding sein, was wir tun.
Dat eerste ding wat ons in gedanken komt is, bring dit verder Gott. Praha Gott eerst aan. En dan kan Gott ons helpen. En Gott ons wijzen wat hij wil doen. So wat is het dan wat worden, wanneer we alle dingen naar Gott brengen doen? Wanneer we zorgen doen? En we brengen alle dingen naar Gott in Jebäd. Wat is dat wat Gott deed in ons? De 7e vers zegt ons klaar. En Gott zijn vrede, die weet even alles jet wat mensen verstaan kan, wat je harten en gedanken in Christus Jezus bewaren. Du komt de vrede over ons. Du komt de rust over ons. Want we weten, we hebben dit naar Gott gebracht. We zijn in nood. We zorgen ons. We brengen dat naar Gott. En wat allemaal dat is, wat allemaal in den zaak is, wat we ramdrehen doen. We leren dat alle naar Jezus, het Jezus zijn feit. We zeggen, neem dit af van mij. En dan gaan we van door. We gaan er alle even naar Jezus. Wat zegt het passiert dan ons? Du hast een vrede, wat ons even komen deed. Dit is niet bloß een gewone vrede. Dit is een vrede wat meer is dan wat je verstaan kan. Dit is niet bloß een vrede wat würden kan zijn vlak is. Dit is een vrede wat even onze ganzen harten en gedanken komen deed. Dat dit ons bewaren. En wanneer de nächste mal komen dat we in nood zijn. En de nächste mal komen dat we ons zorgen doen. Deze vrede draagt ons terug. Dat is waarom het zo wichtig is dat we beden doen en geloven. Beden is een van de grootste wegen waar Gott ons in sterke geloven halen deed. So, wo zullen we dan beden? We zullen beden met geloven. We zullen beden met zekerheid dat Gott wordt onze gebeden antwoorden. Matthäus 21, bij 22 zegt het dit. En Jezus zei aan, ik zei je de waarheid. Wanneer je geloven en niet verliefden, dan wil ik je dat mal doen en wat aan je verbouwen passiert is. Dan wil je sogar, dat is een boy zijn, die zoals van hier opgehoven en in meer gesmeten zijn. En dat wordt worden. We zullen beden ohne twijfelen, niet twijfelen. We zullen geloven. Ik geloof dat is een ding wat schwer is. We hebben dat bis alle thuis staan, dat is schwer te beden en geloven. Maar doch, dit is wat Gott ons zeggen, dat we zullen doen. Wanneer we beden doen, we zullen niet twijfelen, we zullen geloven. Wanneer we beden doen, we zullen niet ons beduurd zijn dat Gott iets wat kan doen. We zullen Gott aanpraten en dat zeggen zijn, dat wat hij wat doen, wat wichtig is. Gott deed allemaal je gebeden antwoorden. Allemaal. Nogmaals zegt hij ja. Nogmaals zegt hij nee. En nogmaals zegt hij wachten bid. Ik wil van jou, ik weet niet voor wat je beden van jou. Ik wil je troosten van jou. God erhielt de gebeden. En God deed dat gebed nu antwoorden. Vielleicht sagt hij ja. Vielleicht sagt hij nee. Vielleicht sagt hij wach in bed. Aber Gott deed gebeden antwoorden. Dat het stemmen deed wat goud en wat bastard is. Gott deed onze gebeden am antwoorden. Wat hij zijn deed, wat bastard is. Doorwegen is dat wichtig. Dat we nun Gott zijn wellen beten doen.
Jakobus Kapitel 4, de 13 bis 16 Vers, wir haben nicht ganz Zeit, um zu lesen. Aber das sagt, wir sollen in Gott sein Wellen beten. Wir sollen nicht bis uns all solche Dinge deutlich merken. Und dann uns Leben Gott zu anstellen, dass wir nicht mehr sein und nicht mehr freuen, was Gott sein Wellen ist. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn wir beten dann. Wir geben uns ganz Hand nur Gott sein Wellen. Gott wird immer unsere Jebäd antworten. Aber Gott wird immer unsere Jebäd antworten, dass das stemmen wird nur sein Wellen. So wenn wir beten dann, wir sollen Gott anpraten für was wir auf dem Hort haben. Aber wir sollen immer die Dinge übergeben nur arm und wir lassen arm Rühm, tam down, was bastet ist, was gaudet ist. Und was immer sein Wellen ist was wir sollen uns noch angeben. Weißt ihr, woran wir das Vertrauen können? Weißt ihr, woran wir können in Glauben beten? Weil wir weiten. Die Bibel lehrt uns so klar, dass Gott es uns gut. Gott hat ein dieper Leben. Viel dieper als unser Leben, was wir können in einem Menschen geben. Für du und für mich. Und die Wort hat, dass er uns gut ist. Das ändert alles. Wenn wir weit nicht kriegen, was wir beten sollen. Und wir weit nicht mehr, was Gott sein Willen ist. Und wo immer Gott unsere Gebete antworten wird, wir können das annehmen, dass er das tut. Er das antworten, dass er das, weil er uns gut ist. Ich will von dir schließen mit das. Wer wir Menschen sind, wer wir nicht Turk sind, wer wir Christen sind, wer wir Jesus Christus Nachfolger sind, was beten tun. Nicht beten, so dass alles, was ausfällt, nur uns wollen, nur was wir wünschen. Aber so ist unsere Gemeinschaft und unser Verhältnis mit Gott wachsen wird. Weil wir Menschen sind, was beten tun. Nicht bis nur Gott kommen mit was wir wünschen wollen, aber beten, so dass unsere Gemeinschaft was tiefer und tiefer wachsen. Und auch wenn wir beten tun, dass wir beten und glauben. Dass uns Glauben gestärkt wird. Laten we sluiten met een gebed. Lieve hemelse Vader, ik bid van jou met zachtheid. We beden van jou alle taub en we roepen die aan. We roepen die aan, wessen van ons en we zijn dank. En wessen van ons beden die aan van jou, wilt we in nood zijn. Wessen van ons beden die aan, wilt we weten van jou. Dat hij has ons gezien. En wessen van ons beden van jou, we zijn in nood, we weten niet wohin. En God, ik bid in die genade, in die lijf, dat u was onze gebeden antwoorden. Dat u was in ons hart rieren. Dat we kan mensen zijn, wat niet bloos in Glauben wassen doen, maar ook in gebed. We beten dit in Jezus' Namen. Amen.